It's been a long time, huh, sis? You? But that's... Conrad? I don't know how, but... Is it really you? I was certain you were dead. I managed to escape the night they burned the villa. Some of the attendants led me to safety. From there, I fled straight to Rigel, my mother's home. Desai's reach is long, but even he couldn't follow me into the Empire. I should hate you for letting me mourn all this time, and yet... I'm so happy. But how did you come to possess my circlet? It was entrusted to me. I had orders to pass it on to you once you grew into your role. Entrusted by who? Sorry, but I swore an oath never to reveal that information. Once I received it, however, I learned you'd left the island. I was so worried about you, I decided to follow and make sure you were safe. I never wanted to lie to you, but... well, you weren't the only one in hiding. Oh. So that's why you wore the mask? Well, it is rather dashing, isn't it? You think that thing is... May? He's Celica's older brother. You know, royalty? Oh, right. Sorry. But man, he sure is a lot less moody once that mask comes off, huh? He's like a completely different guy. Almost as if he pretends to be someone else while in disguise. Imagine that. Oh, yeah. Yeah, that was dumb. I actually hadn't intended to reveal myself at all. Halcyon, who looked after me at the Sage's Hamlet, made me swear not to. I'll have to work on my apology before I go back there. He's right, though. The most dangerous thing I could be is not dead. But after watching you, I couldn't listen to you speak as if you were all alone in the world. It drove a knife right through my heart. Conrad, I'm so sorry. Please don't apologize. I understand. I watched you come this far after all. I saw you bear the weight of the world by yourself as Zophia's crown princess. But from this point on, I'd like to share that burden with you. I'll be at your side and protect you with my life. But you have to promise me something first. Don't ever try to throw your life away like that again. You're right. I'm sorry, Conrad. Oh mein Gott! Er hat sich uns angeschlossen. Wie geil ist das denn? Ich würde sagen, ziemlich geil. Ja. Dann ist vor allem geil, weil wir jetzt ja einen verloren haben. Einen kriegen wir jetzt dazu. Er trägt eine Sakrallanze. Ja, nee, ist klar, oder? Ja, die Schwerter. Die Werte für den Enderman Rittmeister übrigens. Nur so mal by the way und so. Enderman Rittmeister, cool. Ich mal nach oben platzieren. Weil ist ja Ruder und so, war. Also, ja, hat sicher einen Platz in unserer vorderen Reihe. Wenn man das mal so formulieren darf, dann muss ich ganz kurz gucken, als das hier mache. Die Top 10 haben wir immer noch die gleiche. Wie gesagt, hier mit Jason so muss man ein bisschen gucken, wie ich das zum klügsten mache. Ja, Sakrallanze selbst toll vertreiben soll, logisch, hä? Gesundung hat er damit auch, berittener, effektiv gegen Schrecken, jo. Passt eigentlich, wa? Sonst generell ist ein Rittmeister Level 7. Werte sind, wie ich jetzt finde, eigentlich alle ausgezeichnet, um einiges besser als bei Clive. Also by the way, nicht wahr? Aber ja, ich denke, mit der Truppe hier offensiv haben wir doch einiges, was wir machen können. Sakralschwert, Sakrallanze. Noch ein bisschen trainieren hier für ein bisschen weitere Effekte und so weiter. Nicht wahr? Dann, ja, Kriegerschwert, Trionschild. Also, wobei, trainieren geht gar nicht, weil ich muss ja upgraden, genau. Upgraden, man kann ja hier machen, nicht viel. Beides Weisen, okay. Würde man sagen, wir gehen trotzdem mal ganz kurz rein und gucken mal. Okay, da geht es nach unten. Ist mir scheißegal. Vielleicht finden wir hier noch mehr. The Rigelian Empire is so cold. It's a bit unsettling. Let's hurry and save Milla so we can get back home. Then I can turn this adventure into a thrilling epic for the ages. It's the story of a plucky princess who overcomes tremendous obstacles. A princess who is reunited with her long-lost father in the end. All her life, she's carried a pendant, a memento of her departed mother. But it turns out that pendant was a gift from the princess's father, the king.
In the end, the king tracks the pendant down in order to find his lost child. What do you think? Isn't it great? I'm already brainstorming the sequel. Ja, grandios. Und dass halt nicht der Vater ist und der Bruder, aber sonst alles cool. Growing up, I had 2 older sisters. The eldest was stern, but deeply kind. The middle one was smart and mature, and also marched to her own beat. The 3 of us were inseparable back at the Priory. We waited for our father to come get us, yet knew the day would never come. But that was a lifetime ago, and they're both gone now. Klingt auch ziemlich ernüchternd. Ernüchternd. So, dann noch Treppen. Okay, sonst gerade nichts. Wie kann man eigentlich hier weiter, frage ich mich gerade. Okay. Ganz kurz noch was anderes. Kann ich denn mit ihm überhaupt... das Dörfler-Item nutzen? Ich glaube, es ist auf der anderen Seite, aber bei allem. Müsste es sein... Was hebt den Fähigkeitswert? Ah, cool. Ein bisschen wenig Fähigkeiten. Der hat auch schon 16, Alter. Na gut, bei ihm ist nicht wirklich wichtig, dass mir ein bisschen mehr krittet. Fände ich jetzt zwar schon geil. Warum eigentlich nicht, wa? My favorite. Schenkt Erfahrungspunkte. Das könnte eigentlich echt gut gebrauchen, aber Sonja. Ich geb's mal Sonja, komm. This can't be good for you. Ja, immer mehr Fähigkeiten. Geschwindigkeit ist bei ihr eigentlich gut soweit. Wir brauchen mehr Speed. Bei ihr ist eigentlich nur wegen auch der Entwicklung und so weiter. Kriegt schon noch ein bisschen mehr Speed. Ah, sie hat ein bisschen wenig. For me, that's very kind. Er hat eigentlich für einen Rittmeister auch eher wenig. Quite the treat. So. Krass, war. Dann noch ein bisschen gepimpt und so. Perfekt, Anordnung, passt auch. Aufbruch, herkommen. Also nichts Besonderes, wir haben noch ein paar Silberdukaten und so, aber naja. Alter. Überall die Scheiße rausfliegt. Wortwörtlich. Sieht nach dem richtigen Weg aus. Ist hier oben noch etwas? Nö. Auch nix. Ja, sind hier noch irgendwo ein paar Schrecken oder irgendwelche Neko-Drachen oder was auch immer. Das einfach nichts sein soll. Aber scheinbar ist es so. This marks the entrance to the lost treescape. The sage's hamlet, where Halcyon lives, lies within. I've heard it said a curious power is at work in these woods, and that the trees themselves conspire to hide the path to the hamlet. I'm grateful we have you to lead the way. So then, brother, which way do we head first? Yeah. See, this was actually my first time leaving the woods alone. And I'm not exactly sure how to, you know, get back. But hey, adventure. We'll just find the path together. Yes, adventure. Shall we get started then? Okay. Ein Irrwald. Oh, verdammt. This wood is thick and dark, and plays havoc with one's sense of direction. The tall stone pillars stand as sentinels, keeping watch over our intrusion. Das heißt was genau?
Folge dem Volk und finde den Weiler. Ja gut, wenn natürlich die Dinger hier ein Volk darstellen sollen, dann ist der Spruch nicht wirklich schwierig zu verstehen. Interessant, weil sie sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Ein bisschen du für einer. Das sind nochmal Schrecken, Alter, eine andere Art von Schrecken. Grauer Schrecken, was? Ist immun gegen Ächtung, ja, vielen Dank dafür. Schwerer Panzer, halbiert den Schaden durch Bögen. Ja, Walber, du darfst ein bisschen ran, wa? Ich hoffe, solche Sakraldinger nützen trotzdem. Yo! Wird lustig. Ich bin dabei. Alright, I'll handle this. I'm unstoppable. I'm ready to roll. Immun gegen Ächtung, ja gut, kann ich natürlich jetzt hier vergessen. Ich bin gespannt, wa? Oh, Damage machen sie, muss man ihn lassen. Alter! Ja, ist ja auch ein Verteidigungswert, aber trotzdem. So, komm, ich habe noch da Dings drauf und so, oder? Jo, das haut. Das haut drauf. Problem ist bloß... Natürlich keine Chance, das ist mir auch klar. Panzerfiasko. Ist überhaupt etwas? Ah, sie hat ja gar keinen. Kein Panzerfiasko. Delta-Attacker. Wenn ich schon mal einen Down kriege. Nein, keine Chance. Was? Mit der Delta-Attacke keine Chance. Zumindest gar nicht so. Kannst mal so versuchen. Erstmal normal. Und sind das wohl die stärkste Sorte von Schrecken, wa? Wenn das mal so vermuten darf. Würde zumindest Sinn ergeben. Durchaus faszinierend. Aber eben hat er keine Chance. Durchdringen, tiefer Fall bringt alles nichts. Ja, durchdringen, ja, auch wegen der Crit-Chance. Bringt nicht sehr viel. Aber Magie bringt dafür etwas. Vor allem, wenn man crittet. I'm so happy we're fighting together. I'm ready to roll. Seraphim und tschüss, Conrad, das kannst du eigentlich noch. Mal gucken, wa? Ich dachte Sakrallanze und so. Wirkt offenbar auch nicht so, wie man es gerne hätte, wa? Selika wollte seinem Bruder noch ein bisschen geben, Teamwork und so. Versteht sie nicht. Sie will ja alles alleine machen. Okay, mit der Sorte von Gegner habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Also Leute, vorsichtig sein. Folge den Türmen und finde den Schatz. Was für Türmen? Sind das Türme? Ja, Türme sind es eigentlich. Geht natürlich auch so. Oh, scheiße. Das war jetzt eigentlich weniger. Nichts Neues leider. Jo, eine Opfergabe. Hier kannst du ein bisschen Trinkwasser haben. Was Nordosten, okay. Gehen wir nach Nordosten.
Bin wir gleich noch nicht rausgekommen. Will wir gerade verarschen? Na komm. Ich habe gesagt Nordosten. Ah ne, warte mal. Nicht doof. Nicht Norden, nicht Osten, Nordosten. Ich hier eigentlich schon relativ Nordosten komme, dann gehe ich jetzt einmal oben durch. Oder kommen wir rüber am gleichen Ort raus? Nee, da nicht. Aber es sind die Türme. Okay, dann Nordosten. Das ist zumindest ein Schatz. Also insofern. Ein Silberschwert. Oh, das klingt aber cool. Inventar. Mal ganz kurz gucken. Ja, das kostet mal Metall gefertigt. Durch Gewicht 2. Kritische Treffer wahrscheinlich. Also er braucht eigentlich so ein Schwert, wenn wir ganz ehrlich sind. Theoretisch ein Silberschwert, klar. Aber Gewicht 2 gefällt mir jetzt weniger. Oder schick's rüber. Ja, warum eigentlich nicht? Weil ich schick's zu Alm und Co. Weil da brauche ich noch irgendwie ein stärkeres Schwert, wenn ich mich richtig erinnere. Bei wem schon wieder? Bei Alm selbst, nicht bei Alm. Toll, einen Schatz habe ich jetzt. Und wie kommen wir jetzt aus dem Wald hinaus? Und Türme finden einen Schatz, ja super, da war ich jetzt schon mal. Das sind direkt 2 gewesen. Hä? Da ist noch ein Schatz. Silberlanz oder was? Jo. Nein! Oh, das war knapp. Eine Silberlanze. Wenn ich edel sein soll, würde ich ihm lieber die... Das ist jetzt die Frage, wa? Silberlanze geben? Oder behält er seine aktuelle Lanze? Ich meine, Silberlanze gibt ihm ordentlich Powerboost drauf. Andererseits hätte er mit der Sakrallanze noch ein bisschen mehr Crit. Und er ist sowieso schon ein bisschen schnell. Gut, jetzt hat natürlich 16 Speed, wa? Und lass ich das mal so, weil je nach Match natürlich habe ich halt Gegner, wo ich eine Sakrallanze brauche, oder Gegner, wo ich eine Silberlanze brauche. Also insofern ist eventuell das eine oder andere besser. Oder ich schicke entweder die Sakrallanze oder die Silberlanze rüber, zu Alms Route. Könnte man auch machen. Ja, bringt gar nichts. Ich glaube, bis ich hier durchkomme, das wird eine Weile dauern. Oder finde ich auf die Schnelle einen Ausgang? Ja, ich finde zumindest irgendwie ein seltenes Wasser. Verteidigungswasser. Oh, das ist natürlich... das ist die Frage. Also Valba hat sowieso schon genug, der braucht nicht noch mehr. Sebert eigentlich auch schon ordentlich, vor allem für einen Dunkelkrieger. Ich würde gerne Konrad mal wieder an die Vorderfront schicken, er hat ja Verteidigung und Resistenz. Also versteht ihr, Valba ist das Problem. Valba kann ich nur gegen die physischen Einheiten schicken. Der Rest, Magie und so, hält nichts aus. Dann habe ich halt noch... sogar einen Rion schicken, kann ich eigentlich Konrad geben. Aber Geschwindigkeit minus 3, ja, das ist auch ein bisschen doof. Ja, weil bei ihm, bei Valba, wie gesagt, Resistenz, also... Klar, plus 2 ist besser als plus 0, aber... das einfach etwas, wo ich nur Verteidigung hätte und gar keine Resistenz, wäre nicht so doof. Egal. Bei ihm ja Verteidigung oder bei Konrad. Ich bin echt für Konrad tendiert, damit ich halt ihn auch sowohl gegen physische als auch gegen Magien Kampf schicken kann. Oh, wir haben es geschafft, Freunde. Geil.
Geistliche Walba. Geistliche Walba. Da komme ich ein Dorf, wo ich wieder ein paar Dinge habe, oder wo ich wieder ein bisschen Händler habe, was schmieden kann und so. Was sei, ich sage euch vielen Dank fürs Zusehen wieder bei Fire Emblem Shadows of Valencia. Wir haben eine neue Starkeinheit bekommen. Natürlich, wir haben ja auch noch 2 andere im Team, die sind also Jesse und halt einen alten Knacker. Aber ganz ehrlich, ich glaube, mit denen sind einfach ein wesentlich besseres Match-up. Und je nachdem, warte mal, der Fugu ist wirklich noch Geschwindigkeit drauf. Ich überlege halt gerade, was wirklich das Beste wäre. Aber tendenziell so, Konrad, stark Einheit, kann man durchaus machen. Welche Waffe er wirklich am Schluss bekommt, ob es immer halt die gleiche sein wird oder ein bisschen switchen. Auch die vielleicht rüber schicken und es halt Claire bekommt oder Clive, damit er da auch ein bisschen mehr Power hat. Ja, wir werden es noch sehen. Bis dahin, ciao zusammen.